Hallo meine Liebste! Herzlich willkommen zurück hier auf Eat Platt Love. Ich bin die Lisa und Hüt schnackt wie endlich mal wieder richtig platt. So, noch einmal ganz kurz auf Hochdeutsch. Hallo meine Liebste, ich bin die Lisa. Willkommen zurück auf Eat Platt Love. Und heute werden wir endlich wieder richtig platt schnacken. Wie schnackt Hüt ein Beten über die Verwandten und über die Menschen um uns? Ich bin ein Dirn, also ich bin ein Mädchen. Mein Braue ist ein Butcher. Mein Bruder ist ein Junge. Min Mutter und mein Vater sind meine Eltern. Meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern. Mit min Muttern und min Vatern in Hus lebt meine Großmutter und mein Großvater. Also mit meiner Mutter und meinem Vater im Haus wohnen meine Großmutter und mein Großvater. Min Großmutter und min Großvater sind min Großeltern. Meine Großmutter und mein Großvater sind meine Großeltern. Die Tochter von meine Großmutter ist die Schwester von meine Mutter. Also die Tochter von meiner Großmutter ist die Schwester von meiner Mama. Die Schwester von meine Mutter ist meine Tante. Meine Tante ist verheiratet mit meinem Onkel. Also die Schwester von meiner Mama ist meine Tante. Meine Tante ist verheiratet mit meinem Onkel. Also natürlich angeheirateten Onkel. Mein Braue wohnt noch zu Hus wie mein Öllern. Mein Bruder wohnt noch zu Hause bei meinen Eltern. Meine Schwester und mein Braue lebt im Hus ohne mein Großöllern. Meine Schwester und mein Bruder leben im Haus unter meinen Großeltern. Die Tochter von meiner Tante ist mein Cousin. Die Tochter von meiner Tante ist meine Cousine. Der Sohn von meiner Tante ist mein Vetter. Also, der Sohn von meiner Tante ist mein Cousin. Die Norveslü sind gaue Fründs von uns. Also, die Nachbarn sind gute Freunde von uns. Meine Tochter und mein Sohn sind meine Kinder. Meine Tochter und mein Sohn sind meine Kinder. So, wenn wir jetzt nachfragen wollen, wer ist wer, also, Kane ist der Dirn. Wer ist das Mädchen? Der Dirn ist meine Tochter. Also, das Mädchen ist meine Tochter. Oder der Dirn ist mein Cousin. Die Tochter, das Mädchen ist meine Cousine. Kane ist der Mann. Wer ist der Mann? Der Mann ist mein Vater. Oder der Mann ist mein Großvater. Der Mann ist mein Liebsten. Also der Mann ist mein Lieber, also quasi mein Freund, meine Beziehung. Kane ist der Frau. Der Frau ist meine Mutter. Der Frau ist meine Großmutter. Der Frau ist meine Tante. Der Frau ist meine Schwägerin. Keiner der Kindes. Also wer sind die Kinder? Die Kinder sind meine Tochter, mein Sohn, sein Cousin, die Tochter von meiner Schwester, die Tochter von mein Braue. Also da könnt ihr ganz kreativ werden, wer die Kinder sein könnten. Oder, naja, wen ihr dann noch alles so rumlaufen habt, wie Norves Kinder oder Kinder vom meinen Liebsten. Im Grunde genommen ist es Kane ist, also wer ist, und dann die Kinder. Wie gesagt, ich verlinke euch die Videos, die ihr dafür braucht, hier oben. Und jetzt freue ich mich, darauf zu hören, wie es euch gelingt, platt zu schnacken. Also, meine Aufgabe an euch, bindet es einfach in euren Alltag mit ein. Immer wieder einen plattdeutschen Satz. Und wenn es immer mehr wird, dann werdet ihr Step by Step wirklich zu Plattschnackeln. Ich freue mich auf eure Erfahrung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie es euch so, ob es euch schwerfällt, Plattdeutsch mit in den Tag zu integrieren und auch was ihr für Reaktionen vielleicht bekommt. Und abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst.
Guck doch mal bei Instagram auf Eat Plattlaw vorbei. Da gibt es jeden Tag die kleine Dosis Plattdeutsch mit Grammatik, Vokabeln, aber auch Hintergrundwissen rund ums Plattdeutsche. Ich freue mich auf ciao und